Wir sind wieder zurück hier live aus dem Schichtel im Herzen des Oktoberfests und wir begrüßen zu Digiwiesen TV heute unter anderem natürlich den Landesvorsitzenden der FDP, Martin Hagen. Servus, schön, dass du wieder dabei bist. Als Stammgast bist du ja hier. Dich komme ich gleich nochmal, will ich noch ein bisschen mehr wissen, deine Eindrücke von der Wiesn. Jetzt gehen wir rüber zum Jens Pellmer. Jens Pellmer ist bei CrowdStrike ein Partner von uns hier auch auf der Digiwiesn, also auch mal Dankeschön dafür natürlich. Wie ist dein Eindruck von der Wiesn aktuell heuer? Ist heute mein drittes Mal, wenn man das so sagen darf, dieses Jahr, und ich finde, wir können, glaube ich, nicht klagen. Das Wetter ist perfekt, die Stimmung ist gut, die Leute haben auch, glaube ich, sehr, sehr danach gelächzt, mal wieder eine richtig gescheite Wiesn zu machen. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir hier gesessen mit viel Regenwerner. Ja. Also da dürfen wir uns nicht beklagen. Ich fand es bisher super und am Montag der Weißwurstgipfel war auch ein Highlight. Definitiv. Also wir waren ja mit knapp 100 Gästen hier im Schichtelzelt und es ist eine traumhafte Situation. Jetzt, wenn du daher kommst, wieder Sonne und Wärme und alle fesch und alle super aufgemantelt. Also finde ich super. Danke auch hier. Ein paar Leute haben sich hier rein verirrt ins Zelt. Danke, dass ihr da seid. Heute haben wir ein kleines Chaos. Dementsprechend vielleicht, wenn wir die eine oder andere Panne haben, verzeiht es uns. Hier rund um München gibt es dramatische Verkehrsbedingungen, sagen wir es mal so. Diesmal ist nicht die Bahn schuld, aber die Bahn wurde, hatte entsprechend Probleme jetzt aktuell. Deswegen ist der 4. Stuhl hier drüben auch noch leer. Der Philipp Schiede kommt noch von Rosenheim hierher gefahren, ist irgendwo im Nirvana gelandet, wie viele andere heute auch noch. Deswegen hoffe ich, dass er bald hier zu uns dazustößt. Jetzt bist du jetzt wirklich dran. Jetzt habe ich dir gerade eine Brezenpause gönnen wollen, aber jetzt musst du ran. Erstmal, dann trinken wir erstmal an, dass das auch nicht so eine staubtrockene Nummer ist. Prost, Prost, Prost. Ja, für alle, die hier zuschauen, das ist natürlich alkoholfreies Weißbier. Zumindest offiziell, oder? Hat irgendeiner was anderes? Nein. Um Gottes Willen, nicht um die Zeit. Ja, okay, wunderbar. Also wir trinken alle alkoholfrei und das ist auch gut so. Ja, Martin, du hast ja wahnsinnig viel Zeit, wenig Zeit aktuell. Ja, genau. Wahlkampf ist, ihr habt viel zu tun. Ihr habt eigentlich eine tolle Story, die viel mehr erzählt und viel lauter erzählt werden müsste. Wie ist denn dein Eindruck jetzt so? Wir wollen jetzt hier nicht Wahlkampf betreiben, also nicht falsch verstehen, aber trotzdem das eine oder andere möchte ich natürlich auch politisch von dir wissen. Wie ist so jetzt dieser Motor bei dir? Wie läuft es gerade? Was ist so deine Energie? Ja, wir sind im Endspurt. Wir haben jetzt noch 2,5 Wochen bis zur Landtagswahl. 8. Oktober wird in Bayern gewählt, beziehungsweise es hat ja schon begonnen mit der Briefwahl. Einige haben schon ihre Unterlagen abgegeben, aber bis zum 8. Oktober läuft es. Wir sind jetzt wirklich so in den letzten Metern eines Marathons. Man merkt auch, es geht an die Substanz, es ist wirklich kräftezehrend und es macht nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, weil es um die Zukunft unseres Landes geht. Und wir kämpfen bis zum Schluss. Ich glaube, Bayern braucht eine liberale Partei im Landtag, ganz dringend. Es ist ja bekannt sozusagen, dass wir vielleicht nicht in den gleichen Lagern schwimmen, aber den letzten Satz muss ich leider, oder was heißt leider, aber den darf ich komplett unterschreiben. Ich fände es toll und wichtig, euch als starke Partner in der Landesregierung zu haben. Das sagen übrigens auch immer wieder Leute aus deinem Lager. Ja. Es braucht im Bayerischen Landtag eine liberale Stimme und es braucht vielleicht auch eine Koalitionsoption für die CSU jenseits von Hupsi. Ja, so gern man Hupsi alle mögen oder nicht, aber gebe ich absolut recht. Konkurrenzbelebtes Geschäft. Wie ist es bei dir? Konkurrenzbelebtes Geschäft ist natürlich auch sowas. Wie siehst du denn die aktuelle Lage? Wir haben ja einen riesen Baustellen in jeglicher Richtung, wo jetzt Bayern eigentlich nicht wirklich was dafür kann oder in größten Teilen. Aber wie ist so dein Eindruck aus der Wirtschaft gesprochen? Also ich glaube, zum einen hat natürlich das ganze Thema Berlin und die große Ampel da einen großen Einfluss auf das Wahrnehmungsbild der Gesellschaft, sicherlich auch des unternehmerischen Bildes. Ich glaube, Themen, die wir jetzt auch als Unternehmen auf CrowdStrike-Seite vertreten, sind top auf der Agenda aufgrund des unsäglichen Krieges, weil IT-Security steht natürlich für jedes Unternehmen, egal ob Mittelstand, Großkunden, Behörden, Verwaltung, auf einer Top-Agenda. Ich glaube dazu aber auch, dass so ein bisschen Verdruss bei dem Bürger da ist. Ne? Und das ist vielleicht auch das,
was ihr jetzt auch für die FDP hier merkt, dass der Bürger gar nicht so weiß, was ist eigentlich lokal das, was mich beeinflusst auf der einen Seite, und das geht Unternehmen oftmals ja auch so, und was ist das, was die europäischen und die Berliner Kollegen dann beeinflusst. Ja? Da habe ich so das Gefühl, da müsste man viel, viel stärker reindrillen als die kleinen, feinen Unterschiede zwischen den parteipolitischen Geplänkeln, die da überall unterwegs sind. Und ich glaube schon, dass das auch Unternehmer stark beeinflusst in ihrem Handeln, was den Wirtschaftsstandort angeht. Ich denke, das wird ein Thema sein. Da muss die FDP natürlich federführend versuchen, diesem Wirtschaftsstandort Rechnung zu tragen. Das halte ich für das Top-Thema, weil Unternehmen machen Arbeitsplätze, Unternehmen in unserem Land sind für das Land auch repräsentativ. Und wenn die abwandern und sich hier nicht sicher aufgehoben fühlen, aus unterschiedlichen Themen, dann hätten wir schon ein Thema. Und das ist, glaube ich, eine neue Agenda, weil das Wirtschaftspolitik so weit oben ist, auf der Agenda, auf dem was zu tun ist. Das war ja jetzt lange Zeit nicht so. Gerade zwischen der Finanzkrise und der Corona-Krise ein Jahrzehnt, wo man gesagt hat, man braucht sich gar nicht um Wirtschaftspolitik kümmern, weil es läuft ja eh. Jedes Jahr neue Rekorde, jedes Jahr höhere Steuereinnahmen. Die Politik hat so ein bisschen einfach schauen können, ja, das Geld kommt eh rein, jetzt überlegen wir uns, wie wir es ausgeben, wie wir Wähler zufriedenstellen, wie wir Probleme auch mit Geld zudecken. Aber Strukturreformen, zu gucken, was können wir denn machen, um die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland wieder zu stärken, die haben wir eigentlich zuletzt mit der Agenda 2010 gehabt. Und das ist jetzt mittlerweile 18 Jahre her. Also da wird, glaube ich, jetzt eine Zeit anbrechen, wo man sich wieder Gedanken darüber macht, wie können wir denn den Standort Deutschland, den Standort Bayern attraktiv gestalten und wie können wir denn dafür sorgen, dass der Wohlstand hier erwirtschaftet wird und nicht im ersten Schritt überlegen, die Parteien bringen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben, glaube ich, den Fokus momentan in eine komplett andere Richtung eingestellt und es geht mehr um Verteilen und nicht um das Erwirtschaften. Und das sage ich jetzt mal als Vertreter des Mittelstands hier auch, als German Mittelstand e.V. Wir haben viele Baustellen, das ist Bürokratie ohne Ende. Arbeitskräfte, Fachmangel, wobei da muss man auch ein bisschen den Mittelstand selber mal ein bisschen an der Nase packen. Das versuche ich auch immer wieder zu erzählen, dass die einiges auch falsch machen in der jetzigen Ansprache, in der Kommunikation. Es ist nicht ausreichend, immer nur Hidden Mittelstand zu sein oder Hidden Champion, sondern man muss mal aus dieser Schattenwelt austreten und zeigen, was wir alles Tolles tun hier in Deutschland, um auch mal wieder international gesehen ein bisschen, ja, Position zu erreichen, sozusagen. Das macht auch wiederum attraktiv und dann kommen auch die richtigen Leute zu uns und wollen hier arbeiten. Ich glaube, die nächste große Baustelle ist natürlich auch, dass wir keine klare Linie oder Führung haben. Was können wir denn, das sind, glaube ich, die 3 Punkte, die wir jetzt schnell ändern müssten. Im politischen Geschäft, ich bin nicht in der Politik zu Hause, wie schnell kann man denn solche Dinge denn drehen und wenden? Also das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja, es sind natürlich viele Punkte, die sich nicht von heute auf morgen ändern lassen. Also mit Fachkräfte kann man sich nicht backen, zum Beispiel. Ja. Von Familie und Beruf, bei der Einwanderung. Aber ich glaube, wir gehen jetzt die richtigen Schritte schon. Also, dass wir jetzt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben, was wie Kanada Zuwanderung steuert mit Punktesystem, dass man sagt, wer eine bestimmte Punktezahl erreicht, Qualifikation, Sprachkenntnisse, Arbeitserfahrung in einem Bereich, wo ja Arbeitskräfte gesucht werden. Das sind ja momentan fast alle, wenn wir ehrlich sind. Der darf dann eben nach Deutschland einwandern. Ist, glaube ich, ein großer Wurf. Jetzt müssen wir halt dafür sorgen, dass die Leute, die jetzt einwandern dürfen, auch einwandern wollen. Also Deutschland ist nicht das attraktivste Land, um hier einzuwandern. Wir sind das Land mit der zweithöchsten Einkommensteuerbelastung in der OECD. Wir sind ein Land, was natürlich eine Hürde hat für viele aus dem Ausland. Da können wir jetzt nichts dran ändern, das ist unsere Sprache. Also Deutsch lernt man nicht immer eben über Nacht. Da hat natürlich englischsprachige Länder, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und so weiter haben einen Vorteil. Aber wenn man schon sagt, okay, in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger mit der Sprache, dann sollte man wenigstens schauen, dass wir ansonsten gute Rahmenbedingungen haben. Und dass wir jetzt als Land mit der zweithöchsten Einkommensteuerbelastung auch noch Steuererhöhungsdiskussionen führen. Dann kommt er regelmäßig von SPD und Grünen, wir müssen den Spitzensteuersatz erhöhen, neuerdings sogar von der CDU, hat ein bisschen debattiert, würde ich dazu jetzt auch einen Spitzensteuersatz erhöhen. Also ich glaube, wir brauchen eher eine Diskussion in die andere Richtung, wie können wir denn die Bürger wieder entlasten, weil nur dann kommen gut qualifizierte Leute auch hierher. Definitiv. Da würde ich gerne nochmal auch ein bisschen nachfragen, weil aus meinem Umfeld IT, Digitalisierung, Riesenthema. Ich denke, dass neben Klima vielleicht noch so 2 Überschriften, die die Politik ja auch sehr, sehr aktuell beeinflussen. Aber wie steuern wir denn, wen wir haben wollen in Bezug auf das Fachkräftepersonal und wen nicht? Und wie geben wir Informationen raus? Ich kann mir das vorstellen, dass es politisch schwer ist, zu beeinflussen.
sagt der Arbeitgeber, oh, jetzt funktioniert das Mikrofon, toll. Man hat uns aber bisher schon hoffentlich gehört, jedenfalls im Internet, oder? Oder waren wir jetzt stumm? Wir waren stumm. Ja, da haben wir jetzt, da haben wir jetzt ein paar Minuten lang, Nee, da haben wir jetzt ein paar Minuten lang umsonst geredet. Wir warten nur im Saal stumm, nicht. Achso, im Internet schon. Ja, das war meine Frage. Hier im Saal hat man uns auch ohne Mikrofon verstanden. Sehr gut, da müssen wir jetzt nicht wieder alles wiederholen. Wir haben ja tatsächlich die Situation, wer hier ein Jobangebot kriegt, warum sollte der nicht kommen dürfen? Also ich finde immer jemand, der dazu beiträgt, dass wir in Deutschland Wohlstand schaffen, dass wir in Deutschland Steuereinnahmen generieren und sozialen Sicherungssysteme finanzieren. Wer von seiner eigenen Hände Arbeit leben kann und nicht dem Sozialstaat auf der Tasche liegt, den können wir doch hier brauchen, und zwar eigentlich egal in welcher Branche. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir jetzt mit diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz das endlich auch ermöglichen. Wir hatten ja viel Einwanderung in den letzten Jahren, aber halt nicht die Einwanderung, die wir brauchen, sondern irreguläre Migration, die meistens in die Sozialsysteme läuft und auch viel zu lang dort bleibt. Da waren wir auch nicht besonders gut drin, diese Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Da muss man aber auch sagen, da kamen halt auch viele, die nicht das Qualifikationsniveau haben, was man in Deutschland braucht, um am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, und gleichzeitig viel zu wenig Leute, die hierher kommen, um anzupacken. Und das müssen wir eigentlich umdrehen. Also weniger irreguläre Migration, mehr qualifizierte Migration. Das bräuchten wir ganz dringend, weil wenn man sich anschaut, wir haben nächstes Jahr in Bayern 280.000 Renteneintritte. 280.000, wir haben aber nur 120.000 Schulabsolventen. Also wir haben eine jedes Jahr größer werdende Lücke am Arbeitsmarkt. Das hat sich vor wenigen Jahren noch so die Waage gehalten. Jetzt die Boomer gehen in Ruhestand. Das wird für den Arbeitsmarkt, für die Sozialsysteme, fürs Steueraufkommen ein Riesenproblem. Dramatische Entwicklung natürlich auch. Wie würdest du denn so ein Thema sozusagen nach vorne pushen? Wir müssen ja mehr darüber reden. Wir müssen mit allen miteinander reden. Also du bist jetzt nicht aus der Politik, das ist schon klar, aber wie siehst du denn das? Also ich kann es ja jetzt mal aus meiner Branche versuchen, ein bisschen wiederzuspiegeln. Das ganze Thema IT, Digitalisierung auf der einen Seite ein total gewolltes und gepushtes Thema. Gleichzeitig haben wir auch da einen Fachkräftemangel, weil wir natürlich zum einen den Einfluss haben, dass sehr, sehr viel Nearshore, Offshore über die letzten Jahre, also IT, die ausgelagert wurde, entweder in die nahen osteuropäischen Länder oder nach Indien etc. Auslagerungen stattgefunden haben. Ich glaube, das geht nur, das ist sicherlich die Herausforderung dabei, mit fairen Preisen, mit einer guten Qualifizierung, aber vor allen Dingen, und das meine ich auch mit dem Informationsbereitstellen. Ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, wie viele Stellen wir hier heute suchen würden im Bereich, keine Ahnung, SAP, Installation oder Cyber Security oder Ähnlichem. Und kann mir schon vorstellen, dass ich mich im Ausland schwer tun würde. Wo suche ich jetzt in Deutschland nach so einer Stelle? Außer, dass ich vielleicht sage, LinkedIn oder andere Medien, wo vielleicht ein Jobposting ist. Und da wäre mir sehr, sehr wichtig, dass man sowas versucht, an einer zentralen Stelle beizustellen. Ne? Ähnlich wie die Diskussion mit der Kollegin Fleischmann zum Thema digitaler Marktplatz. Gibt es das heute? Ist das zusammengeführt? Macht das jedes Bundesland für sich oder machen wir das für Deutschland als eine Initiative? Und sicherlich ist das Gesetz jetzt gut, aber ich denke, jetzt muss dann auch irgendwo der Unterbau kommen. Ja. Wenn das funktioniert, dann geht das für meine Branche relativ einfach, weil die sind sehr, sehr affin, was so eine Informationsbereitstellung angeht. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Thema, wir hatten es jetzt durch die Corona-Krise, Pflege, nicht unbedingt hochattraktiv ist. Wir haben einen absoluten Mangel an Pflegepersonal. Gleichzeitig gibt es im Ausland sicherlich sehr, sehr hochqualifizierte Menschen. Wie kriegen wir die hier hin? Dass die bei uns helfen, Pflege, Altersvorsorge oder Versorge und Ähnliches adressieren zu wollen. Das halte ich schon für eine große Herausforderung. Und das kann man nur, indem die Politik das auch stärker in dem Alltag nach vorne trägt. Ich würde mir schon wünschen, dass nach der Gesetzesebene dann auch mal gesagt wird, so, und jetzt jemand, oder Sie kennen inzwischen der ganz große Brücke der Ebene der Politik, der granularen Personalebene, die irgendwo der Bürger heute sieht, die ist schwer zu bauen. Habe ich auch kein Geheimrezept. Wie international seid ihr aufgestellt von der Mitarbeiterschaft her? Wir sind ganz grob 8.000 Mitarbeiter weltweit, in Ländern vertreten, mit Vertriebs- und Marketingorganisationen. Und in Deutschland habt ihr ein Team mit vielen Leuten aus dem Ausland, oder also was sind da so die Hauptherkunftsländer? Amerikaner sind natürlich nochmal anders als Unternehmer daran orientiert, dass das Thema Diversity, Inclusion etc. mit großen Programmen gepusht wird. Wir sind
sehr, sehr, sehr interessiert daran, zertifizierte Mitarbeiter zu haben. Wir investieren sehr, sehr viel in Ausbildung. Und wir haben alleine hier in Deutschland von einer kleinen Organisation, die ungefähr 100 Leute groß ist, in Zentraleuropa, ich würde sagen, mindestens 8 bis 9 Nationalitäten vertreten. Das ist für so eine Organisationsgröße schon relativ gut. Zeigt aber auch natürlich, unsere Branche ist da wahrscheinlich eher affin auch zu reisen. Ja, das glaube auch. ist sicherlich in anderen Segmenten anders. Aber international sind wir komplett Multikulti und divers aufgestellt. Aber nochmal, der Amerikaner nimmt das, wenn wir heute über Gendern sprechen, ein bisschen lapsch gesagt, dann ist der Amerikaner sicherlich sehr, sehr stark daran interessiert, seine gesamte Belegschaft international sehr, sehr bunt und mit den richtigen Personen zu versehen und dafür sehr, sehr viel zu machen. Also da kann ich auch stolz nicht nur auf unser Unternehmen sein, sondern die gesamte Branche ist, glaube ich, da ein Role Model für ganz viele andere Industrien. Ich sehe auch ein anderes Problem. Es geht ja gar nicht mal um den also natürlich geht es um Fachkräftemangel, aber es geht ja auch um den Brain Drain, den wir hier haben. Ne? Also es gibt viele junge Leute und da muss ich leider auch mit einem Tränenauge in meine Familie gucken. Zieht es ja raus aus Europa. Wir sprechen ja gar nicht mal raus aus Deutschland, sondern raus aus Europa. Und da ist auch Amerika nicht mehr das gelobte Land, sondern schielt ja viel mehr Richtung Asien, Richtung Arabien. Wir hatten am Montag mit der Margarete Schamberg auch eine ehemalige Digitalministerin aus Österreich da, die sehr stark in Arabien, in Saudi-Arabien vernetzt ist. Mein Junior geht nach Singapur. Schön für ihn, schlecht für uns alle. Ne? Also jetzt gar nicht mal als Vater gesehen, sondern auch eine tolle Arbeitskraft, die uns verloren geht, weil er einfach sagt, er sieht hier die Perspektiven. Was macht der? Rechtsanwalt. Und das ist halt dann die Frage, wie kriegen wir einen Strahl, Deutschland wieder eine Strahlkraft sozusagen? Wir sind ja immer schon ein bisschen die sehr tief, in Österreich sagt man tief, also wir sind eher suizidgefährdend in der Optik, als wie, also das passt zur Guizine, als wie nach außen gehen, wie der Amerikaner es ja so liebt und strahlt, wir sind die Größten, wir sind die Besten. Bei uns muss immer ein bisschen alles kleiner gemacht werden. Grüß Gott. Und komm rein, Philipp, dein Stuhl steht hier oben. Diese Strahlkraft müssen wir halt dann auch wieder zurückgewinnen. Jetzt lassen wir den Philipp mal kurz zu Gast kommen, aber atme mal in Ruhe aus. Atme in Ruhe durch. Servus. Hier haben wir ein Headset für dich. Ich weiß nicht, ob es schon angeschaltet ist. Wahrscheinlich noch nicht. Schauen wir mal schnell. Ist an? Ist an. Wunderbar, dann einfach. Also Werner, um deinen Punkt, während der Philipp sich verkabelt, vielleicht auch nochmal aufzunehmen. Ich glaube schon, dass wir auch als Kultur wieder für was stehen müssen. Ne? Also natürlich haben wir mit unserer eigenen Historie auch immer so ein bisschen zu kämpfen, dass wir auf der einen Seite diese Historie immer ein bisschen mitführen. Der Generationswandel, der führt dann dazu, dass wie dein Sohn sich sicherlich im Rahmen von Globalisierung ganz andere Möglichkeiten auftun und diese Jugend heute, die jungen Arbeiter dann auch Lust haben, woanders hinzugehen. Früher gab es die Möglichkeiten nicht. Also ich bin 54, für mich war das in der Schule keine große Chance. Ne? Da hast du mal einen Auslandsaustausch gehabt. Ja. Du hast halt so ein Stipendium nur als Privilegierter gehabt. Und da gibt es heute schon, glaube ich, andere Möglichkeiten. Die Frage ist, stehen wir als Kultur und als Land für etwas, wo man sagt, das ist vielleicht auch attraktiv. Und die Frage auf der Wiesn zu stellen, die Frage auf der Wiesn zu stellen, beantwortet sich ja von selbst. Also ich finde attraktiver als das hier, also das ist doch hier diese Lebensart, diese Lebensfreude, die Kultur, das gehört ja alles dazu. Also für mich gibt es wahnsinnig viele Gründe, in Deutschland zu leben. Wir haben große Probleme politisch, ja, ganz viele Baustellen, wo wir ran müssen, aber trotzdem, also ich wollte nirgends anders leben. Da muss man vielleicht ein bisschen selbstbewusster auch wieder nach außen das vertreten. Also ja, natürlich haben wir Herausforderungen, die haben aber andere Länder schon auch. Aber wir haben doch auch ganz große Stärken. Der Mittelstand ist eine Stärke. Also in welchem Land gibt es denn einen solchen Mittelstand, der wirklich letztlich überall im Land Wertschöpfung schafft, der überall, wir haben vorher über die Hidden Champions geredet, auch in ihrer Nische Weltmarktführer hat, wo man sie nicht erwartet. Also dass wir in München tolle Unternehmen haben. Super. Ja, dass wir in München tolle Unternehmen haben, das ist klar. Aber man kann ja in die ländliche Oberpfalz fahren, man kann überall hinfahren und man findet überall, wo man es nicht erwartet, Firmen, wo man sagt, wow, die sind in ihrem Segment Weltmarktführer, die haben fantastische Produkte, die sind super innovativ.
Und die kennt aber kein Mensch, von denen hat noch niemand gehört. Aber das ist ja eine ganz große Stärke, dass wir eben nicht nur auf ein Zentrum fokussiert sind, was weiß ich, die Franzosen, wo sich alles irgendwie auf Paris fokussiert, sondern dass wir sagen, ey, in ganz Bayern, wir haben durch diese mittelständische Wirtschaftsstruktur so viele fantastische Arbeitgeber und das ist doch ein Asset, mit dem man ein bisschen wuchern kann, auch im Ausland. Definitiv. Aber wie gesagt, das ist genau das Thema, Hidden Champion oder strahlender Champion, das ist ein großer Unterschied. Wir müssen wirklich aus unserem Schatten heraustreten. Aber das gibt mir jetzt die Chance, dich aus dem Schatten herauszuführen, sozusagen. Ich habe vorhin schon gesagt, Riesenchaos bei uns rund um alles, was vom Osten und vom Süden nach München einrollt, ist gerade unmöglich, München zu erreichen fast. Danke, dass du es nach 2,5 Stunden geschafft hast, ungefähr. Philipp Schiede ist Inhaber des AP-Verlag und der wiederum bringt Manage, das Fachmagazin raus. Also du bist ja journalistisch sozusagen am Puls der Zeit. Wir haben ja schon gesprochen über das Thema Fachkräftemangel, Transformation, wie stark wir in Deutschland anders machen müssen. Und mit dir könnte man eigentlich relativ gut das Thema Digitalisierung ja auch hier mit an Bord nehmen. Wir haben eine 14-tägige Sendung, wo wir über Schlagzeilen sozusagen auch immer sprechen. Wen es interessiert, kann gerne immer bei uns auf den Kanälen zuschauen. Aber was ist denn so der gröbste Punkt jetzt kurz gefasst in 1, 2 Sätzen, wo wir bei der Digitalisierung mehr Gas geben müssen? Dass wir die Infrastruktur oder sind es andere Baustellen? Also du hast es heute Morgen wieder erfahren. Ja? Das ist komplett München. Rundherum alles gesperrt und wir erfahren es im Zug. Nirgendwo. Du saßt schon im Zug. Ich war noch am Bahnhof. Ja, im Zug. Wir haben gedacht, ach, alles grün. Ja, wir steigen jetzt in diesen Zug und fahren Richtung München und kommen pünktlich an. Kamen dann letztendlich bis Grafing Bahnhof, wo dann ungefähr 10.000 Menschen ausstiegen aus diesem einen Zug. So, und dann geht das Chaos weiter. Und da sind wir bei der Digitalisierung, weil nämlich bis Grafing Bahnhof hast du schon mal 15 Minuten kein Netz. Ja? So, und auch wenn der Bundeswirtschaftsminister und wer auch immer darauf erpicht sind, dass die Bahnstrecken jetzt als erstes mit den Autobahnstrecken 100% digitalisiert werden, ja, dann ist das ein guter Ansatz. Allerdings muss man auch eins sagen, Digitalisierung, die wir jetzt betreiben, ist ja eigentlich gar keine Digitalisierung. Ja? Also wir stehen am Anfang der Digitalisierung und das hast du vorhin auch gesagt, gerade der Nachholbedarf ist ja so hoch. Und gut, wir kommen aus der IT, Jens, da ist es was anderes. Ja? Also wir haben damals zur Pandemie kein wie sagt man da, kein Problem gehabt, online zu arbeiten, aber wir auch nicht. Ja. Wir als Fraktion waren auch von einem Tag auf den anderen waren wir im Homeoffice, weil wir immer schon cloudbasiert waren, immer schon papierfrei gearbeitet haben, aber da waren wir, glaube ich, auch die Einzigen im Landtag. Also ich glaube wirklich, dass also der Glasfaserausbau oder generell der Ausbau der 5G-Technologien schnellstmöglich weiter voranschreiten müssen. Lieferschwierigkeiten und Lieferkettenverzüge hin oder her. Es war doch ein bisschen länger als 2 Sätze. Aber ist okay. Aber lange Sätze. Aber es ist ein schöner Brückenschlag, auch zu Mathe nochmal, weil wenn die FDP da auch federführend und keine Probleme mit hatte, glaube ich, wenn wir von Digitalisierung heute sprechen und jetzt mal reflektiert als Bürger und nicht als IT-Mitarbeiter, dann fehlt mir immer mehr nach wie vor, wie machen wir die Verwaltungsprozesse digital? Ich habe auch auf keinem Wahlplakat, ja auch hier in Bayern, in irgendeiner Form große Überschriften gesehen, die das wirklich kategorisieren und angehen. Und da fehlt mir ganz klar, wenn da der Fisch nicht wirklich vom Kopf stinkt, dann brauche ich nicht erwarten, dass ich, wenn ich meinen Sohn zur Kita bringe, das sind 2 Kilometer, theoretisch fahre ich im ersten Conference Call vielleicht dann mit dem Auto, dann habe ich zweimal eine Unterbrechung. Und dann ist genau das Thema sicherlich Bürger relevant, aber ich glaube, es ist auch relevant, dass ich heute mit diesem Teil mich irgendwo anmelden will, meine Anmeldung fürs Auto Ummeldung mache. Kfz-Zulassung geht jetzt digital, hat Volker Wissing dieses Jahr umgesetzt, aber das muss, ja, wir müssen da ganz dringend vorankommen.
Also ich halte das für übrigens auch, wenn wir über Fachkräfte oder Arbeitskräftemangel reden, einen ganz großen Hebel. Wenn wir Bürokratie reduzieren durch eine digitale Verwaltung, ist ja ganz viel Arbeitskraft wieder frei, die dann nicht Formulare ausfüllen muss, sondern die sich um das Kerngeschäft kümmern kann. Das hat sich doch die FDP vor 3 Jahren schon auf dem Wahlplakat gehabt, die digitalisieren 100%. Ja, schon früher, glaube ich, ja. Jetzt sind wir zwar hier in Bayern, aber Bayern ist als Insel im Prinzip oder als wichtigstes Bundesland von Deutschland ja auch ein Vorreiter. Weißt du das? Ja, also, sollte es sein, ja. Oder? Ja, es sollte ein Vorreiter sein. Also im Bereich der Behördendigitalisierung sind wir jetzt kein Vorreiter. Da sind wir eigentlich genauso schlecht wie alle anderen Bundesländer auch. Also ich war letztes Jahr mit meiner Fraktion in Estland. Das war ein Bildungsurlaub, wo man wirklich sich die Augen reibt, wenn man als Deutscher herkommt. Also die sind uns locker 10 Jahre voraus, wahrscheinlich eher 15, gerade was die Digitalisierung der staatlichen Verwaltung angeht. Da geht es als Bürger, genau wie du sagst, da hat's Handy und man macht jeden Es gibt 2 Verwaltungsakte, die man nicht online machen kann in Estland: heiraten und sich scheiden lassen. Das sind die einzigen. Und ich glaube, scheiden lassen könnte man auch noch digitalisieren. Heiraten finde ich ein bisschen unromantisch jetzt online, aber ansonsten kann man jeden Verwaltungsakt digital machen. Man gibt die Behörden man gibt die Daten einmal ein, nicht jedes Jahr neu an 12 unterschiedliche Behörden. Also man ist ja eigentlich dauernd damit beschäftigt, die gleichen Daten an verschiedene Behörden zu geben. Man gibt die Daten einmal ein, man gibt frei, wer darauf zugreifen darf. Man sieht auch, wer darauf zugreift. Also man ist Herr seiner Daten. Ich kann sehen, wenn die Kfz-Behörde irgendwie schaut, was ist denn da beim Hagen. Ja, da haben wir noch einen ganz weiten Weg vor uns. Definitiv, da passt auch der Kommentar gleich aus dem Internet. Der Andi Keck schreibt, wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Verwaltung durch neue Vorgaben aus der Politik ermöglichen statt verhindern. Das ist das, was du auch im Prinzip gerade gesagt hast. Und übrigens eine echte Digitalisierung, nicht zu sagen, ich nehme die alten Prozesse und hinterlege die digital. Das ist ja oft so das Missverständnis nach dem Motto, ja, wir haben jetzt ein PDF-Formular online. Ja, das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja die Prozesse digitalisieren, die dahinter stehen. Definitiv. Da ist aber die Frage, wenn ich nochmal zurückkommen darf, was du gerade gesagt hast, das fand ich nämlich ziemlich spannend, dass man auf den Wahlplakaten alles Mögliche liest und was weiß ich was alles. Digitalisierung geht relativ unter. Ist das jetzt ein Ding, was wir als Digitaltreiber, weil wir einfach aus der Profession herauskommen und sehr viel über digital sehen, ist das vielleicht ein Thema, was die Allgemeinheit nicht wirklich wahrnimmt als Problem, sondern nur ein Teilbereich in der Branche, aber ein Großteil der Wirtschaft? Wenn ich sage Digitalisierung, dann, glaube ich, sagen die Bürger, ist ein Orchideenthema. Interessiert ein paar IT-Nerds. Wenn ich aber sage, was bedeutet das ganz konkret im Alltag, dann sind es wieder Themen, die die breite Masse der Bevölkerung berühren und, glaube ich, auch interessieren. Also wir haben ein Wahlplakat, da steht drauf, Verwaltung darf kein Akt sein. Das geht ja in die Richtung. Ja. Also wenn man sagt, Digitalisierung bedeutet eben für dich eine enorme Erleichterung in deinem Alltag, eine enorme Erleichterung für dich als Unternehmer, weil wir durch digitale Verwaltung eben Bürokratie abbauen, dann hat das einen konkreten Nutzen. Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wir können den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren durch digitale Smart Farming, ist das Stichwort. In der Pflege auch. Mit Robotik können wir auch körperlich belastende Tätigkeiten können wir künftig auch durch Digitalisierung und Automatisierung durch Robotik entsprechend einfacher machen. Auch da gibt es ja sehr viel Papierkram zu erledigen, der viele Pflegerinnen und Pfleger nervt, die sagen, ich bin eigentlich mal in den Beruf gegangen, um mich um Menschen zu kümmern, aber ich bin gefühlt die Hälfte der Zeit damit beschäftigt, irgendwas zu dokumentieren. Also man kann durch Digitalisierung, glaube ich, im Alltag der Menschen wahnsinnig viel bewegen und das muss man halt kommunikativ den praktischen Nutzen in den Vordergrund stellen und nicht die abstrakten digitalen Prozesse. Ich glaube, es ist ein Spiegelbild für uns wieder als Nation. Wir sind natürlich oftmals dann auch dieser Reichsbedenkenträger. Das kommt der erste Datenschutz oder welche Schlagwörter wir jetzt alles rüberbringen können. Aus meiner Sicht schaffen wir es mal, sondern in den meisten anderen Themen auch nicht, dem Bürger einfach plastisch rüberzubringen, was möchte ich erreichen, wie mache ich es und bis wann. Wenn ich das, und jetzt mal ab von Plakaten, das ist nochmal eine eigene Diskussion, wenn ich das versuche, natürlich auch im Wahlkampf mit einer Überschrift zu versehen, dann ist das sicherlich auch schwer. Ich nehme jetzt meine Tochter, die ist jetzt in die Schule gekommen und die hat mich auf dem Weg zur Schule dann gefragt, hör mal, wer ist das da auf dem roten Plakat? Da sieht man wieder, wie heute Wahl funktioniert und sich die Wähler von morgen sichern.
A durch Farbe, B durch Gesichter und dann bleibt halt auch nicht viel Platz für Überschriften. Für Texte, ja, klar. Ich glaube, da sind wir jetzt leider in dem Fahrwasser, dass wir immer mehr Personenwahlkampf auf der einen Seite haben, so wie wir werben, und gleichzeitig die Themen schwer vermitteln können, weil wir als Land auch komplex sind. Fairerweise muss man sagen, in Estland sind wir, weiß ich nicht, was ist Estland, 5 Millionen, 6 Millionen Einwohner? Kleines Land und hat natürlich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs quasi von null begonnen. Die sind unabhängig geworden von der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre. Die haben dann halt sozusagen from scratch wieder beginnen können. Wir schleppen eine auch Verwaltungsgeschichte, eine Geschichte von Staatlichkeit mit uns rum, die es jetzt nicht ganz so einfach macht. Wir haben den Föderalismus, wir haben lauter Themen, die sagen, das ist nicht 1:1 übertragbar, aber trotzdem ist es, finde ich, ein Vorbild, was sich lohnt, sich anzuschauen. Absolut, also ich finde es auch absolut richtig, dass du sagst, dass du versuchen musst, ich sag mal, in der Unternehmung sagt man, die Geschäftsprozesse abzubilden, wenn man sie dokumentiert hat, dann digital auch darzustellen und umzusetzen. Das ist in der Verwaltung heute schwer und das ist der richtige Ansatz. Und dann muss hinten auch was rüberfallen, nicht nur an Personen, die wieder neue Dinge tun können, vor allen Dingen auch Vereinfachung stattfinden. Und das ist ja unser großes Problem in Deutschland, dass wir oftmals zu kompliziert sind für ganz einfache Verfahren. Ich höre ja auch oft von irgendjemandem, der sagt, ja, wir waren in Litauen und haben uns dort das angeschaut, wir waren in Singapur, haben uns da das angeschaut. Überall alles wunderbar, alles. Das höre ich seit vielen Jahren ja eigentlich. Sind wir jetzt einfach zu schlecht im Verkaufen und dem, was wir schon erreicht haben und blicken immer nur auf das, was wir noch nicht erreicht haben? Oder sind wir tatsächlich so schlecht? Oder warum lernen wir dann nicht oder nehmen wir nicht Dinge mal raus und setzen sie einfach mal um? Also ich glaube, wir müssen, das hat auch gar nichts damit zu tun, dass Deutschland schlecht ist, sondern es macht einfach immer Sinn zu gucken, wer macht was besser. Kein Land ist in jedem Punkt gut führend, sondern es gibt immer Punkte, wo man sagt, da kann man sich was abschauen, da kann man sich was abschauen. Also ich sag mal, ich war jetzt in Kalifornien im letzten Winter, da gibt es ganz viele Sachen, die kann man sich abschauen, aber wenn man sich anschaut, was die für ein Obdachlosenproblem haben in ihren großen Städten, LA, San Francisco, können die sich auch einiges von uns abschauen. Also jedes Land hat seine Stärken und Schwächen und dass man einfach mit offenem Blick durch die Welt geht und sagt, die können was besser als wir, schauen wir uns doch ab, wie die es machen, vielleicht können wir es ja adaptieren, glaube ich, hilft einem immer voranzukommen. Es hat nichts damit zu tun, dass Deutschland schlecht ist. Wie gesagt, haben wir darüber geredet, wir haben ganz viele Stärken, mit denen wir auch, finde ich, selbstbewusster werben können in der Welt. Darum geht es mir ja auch. Also wir müssen selbstbewusster wieder werden. Vielleicht fehlt einfach strahlende Aussagen, so wie du sie auch triffst. Einfach mal klar zu sagen, wie toll wir sind, wie toll die Welt ist. Und wenn wir da rausgehen, dann strahlend blauer Himmel, herrlich. Eine Stimmung ohne Ende. Also hier rings ums Oktoberfest, das sind einfach Dinge, die uns ja am Herz packen. Und vielleicht verkaufen wir auch die Digitalisierung, also wir als Digitaltreiber, viel zu trocken, viel zu altbacken, sondern zeigen nicht die Chancen auf, sondern wir reden über DSGVO, wir reden über all die Dinge, wie könnte es denn für Probleme geben? KI nimmt mir meinen Arbeitsplatz weg oder erreiche ich durch KI neue Arbeitsplätze? Das ist ja wieder eine andere Frage. Wir sehen immer, glaube ich, die falsche Perspektive, oder? Ich wollte zwei Sachen vorher aufnehmen. Und zwar erstens anschauen, was andere Länder machen. Ja, warum holen wir uns nicht einfach die mal dann auch her? Bildungssystem Beispiel. Ja. Nehmen wir einfach dann die leidige Maut von Österreich und wie auch immer. So, das mal so als Nebenbeispiel. Wir haben, glaube ich, in Deutschland zu viel Altlasten zu kämpfen. Ja? Weil das sind so gewachsene Strukturen, die zum Beispiel in der Telekommunikation auf Schwarz-Schilling-Zeiten zurückgehen. Ich weiß nicht, ob du das noch ein Begriff ist. Das war mal das wäre jetzt der jetzige Minister für Digitales. Ja? Der Postminister. Und dem haben wir die ganzen Kupferleitungen zum Beispiel zu verdanken, mit denen jetzt die Telekom noch kämpft. So, Estland oder nehmen wir einfach mal Afrika, ja, die sind natürlich besser digitalisiert als wir in Deutschland, weil die nichts hatten. Ja, es war ja nichts da, also mussten die alles gleich neu machen. Und das ist meistens so oder in Polen oder wie auch immer. Die Gefahr bei uns ist die, dass wir einfach, der Jens hat es vorhin auch gesagt, Entscheidungsprozesse zu lang dauern. Bürokratisierung. Es gab ja mal einen Ministerpräsidenten von Bayern,
den Stoiber, der war als Digitalisierungsentrümpler oder Bürokratieaufteiler bei der EU beschäftigt. Ich glaube, das hat er gar nicht mal so schlecht gemacht. Bloß unsere Bürokratie, die ist also einfach ein Wahnsinn. Ja, also wenn man heute schaut, wenn du eine Firma gründen willst, ja, in Amerika sagen sie einfach, mach. Und wir, ja, muss erst einmal hier 36 Bögen ausfüllen, die in doppelter Ausfertigung, dann muss das zu dem Amt, dann kommt das wieder zurück und so weiter. Der blaue Passierschein A38 von Asterix. Ne? Ja, und wir sind da einfach zu langsam und da werden wir Stück für Stück abgehängt in Europa. Schaut euch Polen an, ja, also die haben uns ja überholt vom anderen Stern. Und so geht es weltweit weiter. Also Kalifornien, Texas als neue Hochburg, in der Zwischenzeit, glaube ich, 9. größte Volkswirtschaft der Welt, Texas. Ja? Also da müssten wir auch hinwachsen, dass wir da einfach besser, schneller, unkomplizierter und vielleicht auch ein bisschen kreativer werden. Ja? Und unbequemer in der Politik auch mal sagen, was Sache ist, auf den Tisch hauen. Das fehlt mir manchmal bei der Politik. Das ist eher so ein Schlingerkurs. Ja, weil jeder Angst hat, dass er irgendwo einen Shitstorm abkriegt. Ja, genau. Aber da adressierst du natürlich jetzt die Steilvorlage von Martin, weil er ist ja doch dafür bekannt, sehr aktiv, das offene Wort zu sprechen. Und ich denke, dass Ja. sicherlich auch, ohne jetzt hier parteipolitische Werbung zu machen, aber die FDP sicherlich jemand ist, der Genau. als Partei eher was anspricht. Aber ich bin komplett bei dir. Am Ende des Tages fragen wir zu viel und zu viele. Windkraft, wenn du ein Windkraftrad bauen willst, dann kannst du dir mal angucken, wie viele Ordner du erstellen musst, bis du das Ding überhaupt stehen hast. Ja, und dann haben Und das sie... sind Tausende von Beispielen. Stromtrassen. Wir bräuchten ganz dringend Energie bei uns im Süden. Im Norden haben wir viel zu viel davon, weil der Wind weht an der Küste und wir kriegen es nicht hin, diese scheiß Stromtrassen zu bauen. Warum? Weil die Bürgerinitiativen sagen, ja, Monstertrassen nicht bei uns. Hubert Aiwanger hat das ja immer noch mit angeführt, diese Proteste. Also Irrsinn. Oder Verkehr. Brenner Basistunnel. Alle sagen, Verkehr soll auf die Schiene. Ja, aber bloß nicht bei mir eine Bahntrasse. Ja. Also es ist... Also, Und kein Windrad. Brenner Basistunnel ist ein anderes Thema, das ist ein österreichisches Problem, meiner Ansicht nach. Die sind aber schon weiter, die Österreicher, als wir. Die Italiener sind auch schon weiter. Ja. Ich meine, ja, Werner, du wolltest was sagen. Ja, nee, ich muss auch. Was auf dazu. Ich bin der Bad Guys sozusagen, weil ich immer wieder den Chat verfolge. Wir haben ja noch eine Frage über Energiepreise, die schaffen wir jetzt, glaube ich, nicht wirklich in dem Tenor, weil ich muss auch auf die Uhr schauen. Und deswegen, nachdem am Anfang ein bisschen Tonschwierigkeiten waren, würde ich dir gerne nochmal die Möglichkeit geben, dass du nochmal ein kleines Statement abgeben willst. Lies die Frage doch mal vor, vielleicht können wir das ja einbauen. Was hat Ja, er denn sehr gefragt? gern. Also, es kommt eine Frage vom Andi Keck, der heute fleißig ist. Danke dir. Energiepreise, warum nicht einfach die irre hohe Stromsteuer reduzieren und statt subventionierter Industriestrom nur für privilegierte Unternehmen, also statt subventionierten Industriestrom einfach die Strompreise runtersetzen durch die Reduzierung der Steuern. Sehr gut, finde ich gut. Also Industriestrompreis bedeutet ja, dieser Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, ein paar wenige Großkonzerne kriegen ihren Strompreis subventioniert. Bezahlen tut es der Mittelstand, wir, die Bürger. Das heißt, Handwerk, Mittelstand, Bürger zahlen weiterhin hohe Strompreise, dürfen aber über ihre Steuern noch den Großkonzernen den Strompreis reduzieren. Halte ich für einen absoluten Irrweg. Ist eine Wettbewerbsverzerrung, ist auch ordnungspolitisch falsch. Stromsteuer senken aufs europäische Mindestmaß, bin ich voll der Meinung des Kommentators. Wunderbar, dann haben wir die Frage geklärt. Ich schaue gerade nochmal, ob wir noch was sehen. Nee, das sind nur Ausrufezeichen. Okay, das waren die Fragen aus dem Internet. Wie gesagt, du hast jetzt das Schlusswort, das ich dir gerne übergebe. Und bevor wir dann zur Mittagswiesen rüber marschieren, dürfen wir alle noch was sagen. Aber das ist lieb. Also ich möchte mein Schlusswort nicht für Wahlwerbung nutzen. Das ist ja ein bisschen platt. Wir sind ja hier eine überparteiliche Initiative. Aber vielleicht einfach mal darauf hinweisen, dass eine Wahl stattfindet am 8. Oktober. Dass es wichtig wäre, dass die Leute sich beteiligen, weil sonst beteiligen sich die Falschen. Wir haben momentan in Deutschland eine sehr aufgeheizte politische Lage. Wir haben gerade in Ostdeutschland, aber auch bundesweit mittlerweile Umfragen, wo man sich wirklich Sorgen machen muss um die Zukunft unserer Demokratie. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass die vernünftigen Leute zur Wahl gehen.
Und wenn man da natürlich die Kräfte stärkt, die sagt, wir wollen auch den Einzelnen stärken und nicht nur den Staat, wir wollen das Potenzial der Menschen entfesseln, ihre Ideen, ihre Leidenschaft für Dinge anzupacken, gerade die Menschen mit Unternehmergeist, die sagen, wir wollen fleißig sein, wir wollen Ideen umsetzen, wir haben so viele tolle Ideen. Wenn man denen mehr Raum gibt, wenn man die nicht mit immer höheren Steuern, Bürokratie, Überregulierung das Leben schwer macht, sondern sagt, ihr seid doch das Potenzial unseres Landes und dieses Potenzial entfesseln wir jetzt. Das wäre, glaube ich, was, wo wir unsere Zukunft gewinnen können. Hat immer Deutschland schon stark gemacht. Es waren nicht die 5-Jahrespläne der Politik, des Zentralkomitees, die Deutschland stark gemacht haben, sondern es war die Initiative der Menschen im Land und denen wieder mehr Raum geben, wäre der Ansatz der FDP. Wer das unterstützen möchte, wählt am 8. Oktober mit allen Stimmen FDP. Aber wichtig ist überhaupt hingehen und am besten demokratische Parteien unterstützen, weil unsere Demokratie ist zu wichtig, um sie kaputt zu machen, indem man den Rändern zu viel Raum lässt. Wunderbar. Kann man nichts mehr dazu sagen. Genau. Applaus an dich. Danke für diese schönen Worte. Warst du schon wählen? Gehst du wählen? Ich habe die Unterlagen zu Hause liegen. Ich verfolge immer den Rat meines Vaters. Wahlrecht ist Wahlpflicht. Definitiv. Sehr gut. Hast du schon gewählt? Es ist wunderbar, dass man die Wahlunterlagen digital bestellen kann. Das ist schon mal super. Ja, der QR-Code hat funktioniert. Ausfüllen muss man es aber noch analog. Wir haben uns überlegt, wenn man so einen großen Stimmzettel mal digitalisiert, wie kriegt man das dann hin, ja? Dass man auch digital mal dann kumulieren und panaschieren kann zu späterem Zeitpunkt, was er jetzt halt dann nicht betrifft. Also ich halte es auch ganz wichtig, dass wir zur Wahl gehen, aber wir müssen halt die Leute auch wirklich mobilisieren und diese Verdrossenheit in der Bevölkerung, ich kann ja sowieso nichts ausrichten, die muss weg. Das ist Pflicht, zur Wahl zu gehen, das ist unsere Stimme, die wir da geben. Ja? Und ich hoffe, ich habe es am Montag ja schon gesagt, ich hoffe mit einer Wahlbeteiligung von 80% plus X, was wahrscheinlich nicht realisierbar ist, ja, aber es wäre wunderschön, wenn diese Wahl ein gutes Ergebnis bringt, ohne die Parteien, die links und rechts außen stehen. Definitiv. In die Politik. Sehr gut. Also auch nochmal von meiner Seite aus. Ich habe schon gewählt übrigens. Ich habe per Briefwahl gemacht, aber geht wählen, das ist ganz wichtig. So wie du auch richtig gesagt hast, jede Stimme, die nicht geht, sozusagen, geht in die falsche Richtung. Wir wollen sie alle nicht, sondern wir freuen uns über demokratische Parteien, über tollen Disput, viele neue, weitere tolle Reden von dir im Landtag, die wir gerne hören wollen. Und ja, richtet mal die da oben, die wadeln aus, sozusagen. Ne? Oder das war's von unserer Seite jetzt hier. Danke, dass du dabei warst. Ich weiß, dein Zeitplan ist extrem streng. Danke, dass du mit großer Hetze noch hierher gekommen bist, trotz dem Chaos da draußen. Und bei dir bedanke ich mich sowieso. Wir sehen uns ja nächste Woche nochmal. Absolut. Wenn wir hier mit CrowdStrike, mit Amazon Cloud Services und mit Zscaler, ich sage immer Zscaler, hier nochmal aktiv auf der Bühne sind. Und morgen, wen es interessiert, sind wir unterwegs mit Staatsminister Georg Eisenreich. Wir haben zu Gast den Ben Hufschmidt, danke, Ben Hufschmidt. Und Tim Listen, ich kriege den Nicker aus dem Publikum. Tim Listen wird auch dabei sein, das ist der US-Großkonsul hier bei der US. Schönen Gruß bitte. Ja, du richten wir sowieso aus. Wir treffen uns ja immer beim Sommerfest miteinander. Gell? Also, wunderbar. Danke für die Einladung. Danke, dass ihr da wart. Jetzt gibt es ja schöne Mittagswiesen sozusagen mit der gescheiten Brotzeit und einem Bier. Für euch leider nicht. Wir machen jetzt hier den Livestream Schluss und freue ich mich auf, wenn ihr morgen wieder zuschaut. Danke sehr. Danke und jetzt dürft ihr es leer machen. Wunderbar. Zum Wohl.